Dumm war nur, dass die Heilung ausgerechnet am Sabbat passieren musste. An dem Tag, wo für die Juden striktes Arbeitsverbot und auch ganz explizit striktes Gebot war, nichts zu tragen. Und Jesus sagt dem, wo er ihn geheilt hat, was? Nimm dein Bett und trag es weg. Boah, hä? Wenn etwas speziell verboten ist und Jesus sagt es noch so, hat er es auch extra gemacht. Hat er auch ein bisschen guseln. Wenn ich da vorne stande, dann nehme ich an, dass die meisten von euch so ein Gerätchen haben, oder? Gibt es jemanden, der keins hat? Gut. Schaust du manchmal die Zeitung an? Gut, super. Dann sind wir alle auf dem gleichen Informationsstand. Weil, ich nehme an, in eurem Gerätchen, auf eurem PC, in eurer Zeitung, leset ihr tagtäglich und vor allem seit dem 7. Oktober ganz viel über Unruhe im Heiligen Land. Ich nehme an, es geht euch wie mir. Es geht uns nicht einfach da rein und raus. Von wie viel Konflikt haben wir schon gelesen oder geschaut auf unserem Gerätchen? Denkt, im Sudan, in Darfur, wird über 2 Generationen kriegt und das interessiert niemand bei uns. Beim Heiligen Land ist es aber irgendwie alles anders. Und wir wissen auch als Christen, warum. Es ist ein besonderer Ort. Und die Unruhe im Heiligen Land, das ist nichts Neues. Aufstand, Verwirrung, Durcheinander, alles schon x-mal da gewesen. Und ich habe mir vorgestellt, in diesem riesigen Durcheinander ist diesen Menschen hier vielleicht so gegangen wie uns heute. Vielleicht geht es euch auch so. Ihr leset von diesen Unruhen, von diesen Überfällen, von diesem Krieg und je nachdem, bei wem dass man geht lesen, je nachdem, was für eine Quelle auch in der Zeitung drin ist, sind die Auslegungen, die Interpretationen und Konsequenzen manchmal ganz anders, oder? Und geht es euch auch so, dass man dann denkt, ja, also, was ist jetzt da richtig? Was ist falsch? Was kann ich glauben? Was nicht? Kennt ihr das Problem? Und ich glaube, du hast es auch beschrieben im Eingang. Gott, was meinst du wirklich? So ungefähr stelle ich mir vor, ist es diesen Leuten gegangen, die wir hier im Predigtext lesen. Du kannst ihn wieder einblenden, bisschen gut. Merci, Micha. Ihr seht, es hat verschiedene Gruppen in diesem ganzen Text, den wir hier lesen. Wir sind ja in unserem fortlaufenden Predigt anschauen vom Johannesbrief, mittlerweile, also Evangelium, nicht vom Brief, genau, vom Evangelium im 7. Kapitel. Und da hat es ein paar Leute, die vorkommen. Die eine Gruppe sind die Leute von Jerusalem. Das sind so die normalen Einwohner und die gerade rum waren in der Stadt. Und dann hat es noch die vom Hohen Rat. Das sind die religiös führend waren. Die gesagt haben, was richtig und was falsch ist. Und irgendwo mit drin hat es da noch einen Mann. Jesus. Und ihr seht, sie sind ein bisschen durcheinander. Sie wissen nicht recht, was sie jetzt von diesem Typ halten sollen. Je nachdem, wer das der Mann, der Jesus angeschaut hat, sind sie zu anderen Schlüssen gekommen. Viel Unsicherheit, viel Fragen und auch ganz klare Ansagen kommen in diesem Text vor. Willkommen im Leben, würde ich sagen.
Und ich habe gedacht, in diesem Bibeltext hat es wie ein paar Prinzipien, die bis heute gelten. Weil die Lea hat schon vorweggenommen. Wir wissen ja, wer der Mann ist. Wir kennen die Geschichte, die weitergegangen ist. Die Leute, die den Mann aber gesehen haben, die in dieser Situation waren, hier in Jerusalem, die haben das nicht gewusst. Und darum ist, glaube ich, wirklich Erkenntnis haben. Die Situation können richtig einschätzen. Das ist nicht etwas, das plupp vom Himmel runterfällt, sondern es ist ein Ringen, es ist ein Fragen, ein Auseinandersetzen, ein Abwägen und die Frage, Gott, wer bist du und was habe ich damit zu tun? Wir wollen kurz nochmal die Ausgangslage von unserer Szene anschauen. Jesus war beim Laubhüttenfest in Jerusalem und hat dort gelehrt. Und dieser ganzen Geschichte ist etwas Ungeheuerliches vorausgegangen. Die sich noch erinnern mögen, Jesus hat einen Mann am Teich Bethesda geheilt. Dumm war nur, dass die Heilung ausgerechnet am Sabbat passieren musste. An dem Tag, wo für die Juden striktes Arbeitsverbot und auch ganz striktes Gebot war, nichts zu tragen. Und Jesus sagt dem, wo er ihn geheilt hat, was? Nimm dein Bett und trag es weg. Boah, hä? Wenn etwas speziell verboten ist und Jesus sagt es noch so, hat er es auch extra gemacht. Hat er auch ein bisschen gusseln. Auf jeden Fall, die waren Gusseln, die Obersten. Das geht gar nicht. Also und ihr kennt es vielleicht auch, die Verantwortung haben im Beruf, in der Familie, für sich selber. Also wenn man dann schon recht machen will, dann will man es dann auch richtig machen. Das war nicht, dass die das nicht wirklich ganz ernst gemeint hätten. Und was man hat müssen tun und machen, überhaupt im Leben, die Gebote, das haben die Pharisäer ganz genau gewusst. Und darum hat das Volk gewusst, dass der Hohe Rat, die Pharisäer, die haben ganz genau gewusst, was im Gebot steht. Das sind schließlich die, die nichts anderes gemacht haben, weder das Gebot studieren. Die haben es wissen. Und darum hat das einfache Volk beobachtet. Seht ihr, was sie beobachtet haben? Also das Volk ist ja auch nicht dumm. Die haben beobachtet, dass der Jesus immer noch frei redet. Nichts ist passiert. Wenn doch die Obersten so genau wissen, was da Sache ist, was richtig und was falsch ist, und die dem nicht das Maul verbinden und ihn sofort abführen, könnte es echt sein, dass da irgendetwas passiert ist? Einer, der seine Identität frei preisgibt, trotz der Bedrohung von religiöser Obrigkeit. Das ist die Ausgangslage. Und die Konsequenz war die, wenn wir, und ich glaube, das ist im Volk so gegangen, und an diesem Prinzip hat sich nichts geändert. Stellt euch irgendeine Situation vor. In der Familie, im Schwand, auf der Bühne, in der Zeitung. Ihr leset etwas, ihr seht etwas, oder? Das ist mal die erste Informationen aufnehmen. Und automatisch, ohne dass uns das irgendjemand gelehrt hätte, das können wir einfach, wir Menschen, was machen wir? Bleibt es bei dem Informationen aufnehmen? Nein. Was passiert? Man macht was? Verwerten. Und dann kommt man zu was? Zu einer Beurteilung, oder? Dann tut man beurteilen. Entweder sagt man, die hat schöne Schuhe an, oder nein, die gefallen mir nicht. Oder man denkt sogar, es seien grusige Schuhe. So funktionieren wir doch. Es hat uns das, was wir sehen, tun wir irgendwo einordnen und nachher tun wir beurteilen und Konsequenzen ziehen. Weil wenn mir die Schuhe gefallen,
die da denke ich, wo hat sie die gekauft? Könnte ich die auch irgendwo posten? Wenn ich aber sage, nein, die gefallen mir nicht, dann ist die Konsequenz, dass ich an dieser Art Schuhe gar nicht mehr studieren. Ich gehe mal nicht extra im Brunner schauen, ob ihre grusigen Schuhe, wie viel das die gekostet haben. Ja, also das machen wir nicht, oder? Ich mache es höchstens, wenn ich denke, wow, die sind mega schön. Die würde ich auch gerne haben. Dann kann ich, also ich meine, heute geht man ja nicht mehr im Brunner, man ist ja viel schneller, kann eingeben. Ich sehe ja, irgend so ein N hat es drauf jetzt als Beispiel. Dann kann ich schauen, wie viel kostet die Schuhe. Also so funktioniert der Mensch. Wenn wir eine Situation erleben, dann nehmen wir sie auf, ordnen sie nach unseren inneren Maßstäben ein. Es sind immer unsere inneren Maßstäbe, wo wir die Situation einordnen. Ich kann schlecht mit dem Hildi seinen Augen schauen. Also manchmal probiere ich es mir vorzustellen, was würden vielleicht andere sehen. Und dann kann man nachfragen, hättest du das jetzt auch gesehen? Aber schauen kann ich ja nur mit den eigenen Augen. Also habe ich auch nur meinen eigenen inneren Maßstab. Und dann tun wir die Maßstäbe ansetzen und die Situation beurteilen. Und wenn wir dann das Urteil gefällt haben, dann müssen wir und tun wir Konsequenzen ziehen. Das ist normal. So funktioniert der Mensch. Und so möchte ich euch heute Morgen auch zurufen. Schaut und urteilt selber. Schaut und urteilt selber. Gott nimmt diesen Prozess niemandem von uns ab. Geistliche Erkenntnis kann man nicht vererbt bekommen. Das geht nicht. Das hat Jesus diesen Pharisäern immer und immer und immer wieder gesagt. Ihr müsst nicht meinen, nur weil ihr aus diesem Geschlecht kommt, habt ihr es jetzt. Es gibt kein angeborenes, geistliches, exklusiv Erkenntnisrecht oder wie man dem auch immer will sagen. Das haben die Pharisäer gemeint. Das war ihre felsenfeste Überzeugung. Sie sagen besser, sie wissen mehr, sie haben es. Aber wir wissen, der Messias ist genau nicht für das gekommen. Sondern der Messias nimmt für sich in Anspruch, das haben wir auch schon gehört im Johannesevangelium, er kommt für die ganze Welt, für jeden einzelnen Mensch. Jesus kann jeden einzelnen Mensch erkennen. Und darum feiern wir heute Bibelsonntag, damit eben jeder selber kann lesen, schauen und erfahren. Also bilden wir uns nicht ein auf unsere Herkunft. Und ebenso kann man geistliche Verantwortung und Erkenntnis nicht einfach den Oberen abgeben. Weil die haben ja gedacht, also gut, jetzt haben sie den nicht verhaftet, jetzt haben sie nicht etwas gegen ihn gemacht. Könnte echt, dann wäre ja der logische Umkehrschluss. So funktionieren wir auch, das können wir nämlich auch denken. Wenn das nicht ist, dann muss es das sein. Der logische Umkehrschluss könnte sein, dass sie selber ja vielleicht doch jetzt plötzlich an den Messias glauben. Aber das Volk hat die Verantwortung nicht einfach den Oberen abgeben. Und das ist wie ein Prinzip, das ich aus dem Text heraus auch für mich, für uns nehme. Auch wir können uns heute nicht einfach darauf verlassen, was wir in Büchern lesen, was wir in Podcasts hören, in Videos schauen oder so, was der Pfarrer vor der Kanzel verkündet oder der Offizier sagt. Jeder muss sich auf den Prozess selber einlassen. Jesus hat das auch immer wieder dezidiert von seinen Jüngern verlangt. Ich kann nachlesen im Johannesevangelium, haben wir schon durchgenommen, im Kapitel 6, in den Versen 60 bis 71, wo Jesus fragt, wollt ihr eigentlich auch noch gehen? Da, in unserem Text, ziehen eben die Jerusalem für sich folgende Bilanz.
Wenn Jesus nicht gestoppt wird von den Oberen, wo ihn doch bedroht, und er weiter unbehelligt kann an der Öffentlichkeit lehren, könnte eben der Umkehrschluss sein, dass sie jetzt doch auch an ihn glauben. Ja, das wäre ja wahnsinnig. Einer, der sich so daneben benommen hat, wie sie sagen. Was haben denn die Obersten für ein Problem mit Jesus? Das wollen wir noch mal ganz kurz anschauen. In den vorhergehenden Kapiteln bis da zu unserem Text baut sich das Problem langsam auf und es geht nachher auch noch weiter. Gesetzeslehrer sind so von sich überzeugt gewesen, dass sie allein wissen, wie das mit Gott geht. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist vielleicht etwas, was wir manchmal vergessen, in dieser Zeit, wo es da spielt, hat es diverse andere Leute gegeben, diverse andere Männer, die gekommen sind und gesagt haben, hey, ich bin in dem Fall der Messias. Da lesen wir in der Bibel nicht so viel davon. Aber in den ausserbiblischen Quellen, beim Flavius Josephus, kann man nachlesen, dass eben andere auch auftreten sind und für sich in Anspruch genommen haben, ich bin der Messias. In diesem Durcheinander haben die Leute die Verantwortung gehabt, müssen zu entscheiden, was ist jetzt da wirklich richtig. Und das Verrückte war, bei Jesus war es anders. Der hat nicht nur behauptet, der hat auch da. Und das war herausfordernd für alle. Weil er hat ja eine Aussetzung geheilt. Und in der jüdischen Gesellschaft war es klar, wer kann eine Aussetzung heilen, der muss automatisch der Messias sein. Und darum sagt Jesus auch im Lukas-Evangelium, kann man das nachlesen, dass die Heilung ein Zeugnis für die Priester ist. Immer, wenn es solche Verdachtsmomente gegeben hat, wenn einer für sich in Anspruch genommen hat, dass er könnte der Messias sein, dann hat die Obersten nach strengen Kriterien müssen beobachten. Und eben, sie haben gesehen, was sie verrückt gemacht hat. Der stille Widerspruch, den kann man auch nachlesen in Markus 2, Vers 7. Was redet denn die so? Er lästert, weil die Geschichte, die wir vorher ja hatten, mit dem Mattentragen, um was ist es dort auch noch gegangen? Nicht nur ums Mattentragen, sondern eine zentrale Frage. Ganz genau. Wie und was das für ein Affront in den Ohren von diesen Obersten muss gewesen sein, das können wir uns fast gar nicht vorstellen. Aber stellt euch mal vor, niemand kann Sünden vergeben als Gott allein. Das ist wahr. Ihre Theologie war richtig. Das Verrückte war nur, wenn das so ist, heisst das, entweder ist Jesus ein Gotteslästerer oder er ist wirklich der, den er behauptet zu sein, nämlich der göttliche Messias. Und dann sind die Rabbiner ins Schleudern gekommen. Weil die Rabbiner haben erwartet, dass der Messias ihre Gebote würde befolgen, dass er sich würde von unreinen Menschen distanzieren, wenn er dann schon der Messias ist. So ein reiner Messias würde nie mit unreinen Leuten zusammen sein. Was hat Jesus gemacht? Das Gegenteil. Er hat ganz bewusst den Kontakt mit Zöllnern, Prostituierten und anderen Sündern gesucht. Und das hat die ganze Auslegung der Pharisäer auf den Kopf gestellt. Ihr innerer Kompass ist durcheinander gekommen. Der hat nicht mehr gestimmt. Wenn doch das der Messias wäre, der Richtige, dann das geht nicht auf. Sie haben das Problem gehabt mit dem Jesus, weil er die Schriften in einer ganz neuen Autorität ausgelegt hat. Er hat sich nicht bezogen auf irgendeinen Rabbi, der gesagt hat und dann auf dem aufgebaut hat. So haben es nämlich die Pharisäer gelehrt und gemacht und haben auch gedacht, dass das der Messias würde machen. Wir lesen das im Sabbatgebot. Jesus hat nicht das Sabbatgebot gebrochen von Mose. Jesus hat nur das Sabbatgebot gebrochen von den Pharisäern, die immer strengere Gebote aufgestellt haben.
Und so war eins durcheinander. Die Pharisäer sind durcheinander, das Volk war überfordert. Wem sollen sie denn jetzt noch glauben? Ist Jesus jetzt der versprochene Messias oder ist er wirklich ein Betrüger? Und vielleicht merkt ihr auch, wenn man merkt, dass jemand, wo man sich daran orientiert, unsicher ist, dann macht es mich auch unsicher. Dann bin ich plötzlich auch nicht mehr sicher, wie ist es jetzt wirklich? Das Volk hat geglaubt zu wissen, dass die Gelehrten doch sagen, dass, wenn der Messias wirklich kommt, kannst du weitergehen, dann muss es anders sein. Weil da heisst es, wenn der Christus kommt, wird niemand wissen, woher er stammt. Das sind die Leute sicher gewesen, dass das so müsste funktionieren. Sie sind sicher gewesen, dass, wenn der Messias wirklich kommt, so haben es die Pharisäer gelehrt, sie haben eine Auslegung aus dem Micha, haben gelehrt, dass wenn der Messias kommt, dann macht es wie vom Himmel plopp. Der geht dann sozusagen als Messias, dang, heilig aus der himmlischen Sphäre in die Welt. Das haben sie geglaubt. Aber was sagen sie nachher? Das kann doch gar nicht sein. Wir kennen ja seine Herkunft. Und ich habe mir vorgestellt, dass vielleicht ein paar von diesen Zuhörern, die dort waren, die sagen, hey, sorry, aber den habe ich noch in der Windel gesehen. Kennt ihr das auch? Leute, die Autorität haben, die sagen, ja, aber also den habe ich noch babysittet. Und weisst du, ja, der blöd da. Kennen wir doch. Ich glaube, das ist das Gefühl, das die Leute hatten. Was? Der kann doch gar nicht der Messias sein, den kennen wir. Wir wissen, woher er kommt. Wir wissen, wie er war, eben so, sogar in die Windel gemacht hat. Lesen wir übrigens auch in der Weihnachtsgeschichte. Und irgendwie haben sie gesagt, nein, das kann nicht der Messias sein. Weil befreit von den Römern hat er uns auch noch nicht. Und so kommt es zum Fazit. Sie waren nicht sicher gewesen. Sie waren durcheinander gewesen. Sie haben nicht recht gewusst, was jetzt das soll. Und jetzt kommt die sichere Stimme. Die Stimme, die gar kein Problem hat. Der ist nicht unsicher in sich selber und weiss nicht, wer er ist und was jetzt wahr ist und was er jetzt glauben soll. Da kommt eine klare Aussage zu dieser Frage, wer der Jesus ist. Er zeigt den Pharisäer auf, aber sie kennen ihn nicht. Warten wir schon mal zurück bis heute. Darauf rief Jesus. Und das ist auch so etwas. Das rief, das ist laut, deutlich, sicher und nicht vielleicht so. Sondern er ist deutlich gewesen. Den Menschen zu. Kennt ihr mich wirklich und wisst ihr, woher ich komme? Ich bin nicht in meinem eigenen Auftrag gekommen. Der mich gesandt hat, ist wahrhaftig und zuverlässig. Willst du weitermachen? Ihr kennt ihn nicht, aber ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und er mich gesandt hat. Das sind klare Worte. An diesen Worten gibt es keinen Zweifel. Da muss man sich nicht hinter sie und für sie überlegen. Und an diesen Worten können wir uns festhalten. Die Pharisäer haben den Jesus nur irdisch erkannt. Sie haben die geistliche Dimension haben nicht begriffen, weil sie Gott, den Vater, gar nicht kennt haben, obwohl sie gemeint haben, sie kennen ihn. Und die Ungeheuerlichkeit, dass Jesus da so klar redet, das können die Pharisäer
nicht auf sich sitzen lassen und darum wollen sie ihn ergreifen und festnehmen. Aber der Johannes schreibt ganz klar, nach diesen Worten hätten sie ihn am liebsten festgenommen. Doch keiner wagte es, gegen ihn vorzugehen, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Das finde ich ganz eine coole Wendung in dem Text. In all dieser Unsicherheit, die ich euch vorher probiert habe, so deutlich vor Augen zu malen, in all dem, wie ist es jetzt? Ist es jetzt richtig? Ist es jetzt falsch? Wie muss ich es jetzt einordnen? In all dem kommt Jesus rein. Mit einer Ruhe, mit einer Klarheit und mit Sicherheit. Und sogar wenn die äußeren Umstände noch so verworren und so, die Obersten, die haben immerhin alle Macht gehabt, was geistliche Autorität auf Erden war. Sie hätten ihn am liebsten umbringen wollen. Wir lesen es. Sie haben es nicht tun, weil Jesus so ein Starker war. Weil er so wehrhaft war und irgendwie, ich weiss doch auch nicht, dass, heute würde man sagen, so eine starke Panzerweste angehabt hat. Die Zeit war noch nicht da gewesen. Und da kommt für mich nochmal etwas Grösseres. In all dem hinein gibt es Gottes Souveränität, die wir als Menschen nicht kennen. Wir können nicht über Gott verfügen. Er verfügt selber. Er ist der am Schluss alles in seiner Hand hat. Gottes souveräner Zeitplan, der gelingt immer. Und wenn der hier gelungen ist, das ist ein weiteres Prinzip, das ich mitnehmen möchte. Wenn das hier gelungen ist, warum sollte das heute nicht gelingen? Wir dürfen in dieser Ruhe, in diesem Vertrauen, in dieser Zuversicht sein. Jesus hat sich nicht verändert. Gott hat sich nicht verändert. Er hat den Zeitplan dieser Welt souverän nach wie vor in der Hand. Und so ist am Schluss die Frage, die das alles gesehen haben, die das alles erlebt haben, fangen an zu überlegen, zu studieren und es kommt zum Glauben. Und sie sagen, der Christus kann wohl nicht mehr Wunder vollbringen als der Mann da. Die Zuhörer dort haben analysiert, haben eingeordnet und haben eine Konsequenz getroffen. Sie haben geglaubt. Sie haben vertraut, wer Jesus ist. Und so lässt mich der Textabschnitt mit dieser Frage zurück. Wer ist Jesus für mich? Guter Mensch, Vorbild, Lügner, menschgewordener Gott. Und ein Gedanke ist mir beim Schreiben am Schluss noch plötzlich so gross geworden. Wenn die Leute erkannt haben, dass das wirklich der Messias ist, dann müssen wir uns doch fragen, wenn wir glauben, dass Jesus, der, wo wir jetzt so viel gesungen haben, wer er ist, wir haben gehört aus dem Wort Gottes, ihr kennt das Wort Gottes. Wenn wir das alles glauben, dann habe ich mich gefragt, Judith, glaubst du wirklich, dass der Messias wiederkommt? Etwas, was im Moment völlig unmöglich erscheint. Wer in der Politik redet vom Wiederkommen von Jesus? Niemand, oder? Auf dem allerhöchsten Parkett von all diesen Gesprächen, wo wir jetzt da so viel lesen und schauen, wer redet vom Wiederkommen von Jesus? Unmöglich erscheint es uns. Und gleich, wir glauben, er wird wiederkommen. Mit der gleichen Macht und Autorität, die wir hier lesen, mit dem gleichen Wissen, in Gottes souveränem Zeitplan wird die Zeit sein, wo er wiederkommt. Und ich muss sie nicht wissen. Das weiss allein der Vater im Himmel. Und wer noch mehr wissen über die Messias-Wunder,
warum das die Leute geglaubt haben, wie das ist mit dem Messias. Ich habe euch da auf der Predigtzusammenfassung noch Internetadresse drauf da. Der Herr Obrist hat das aus meiner Sicht ganz gut beschrieben, wer dort noch weiterlesen will. Und so, wenn wir am Schluss uns nochmal zurückkommen zum Anfang. Es gibt verschiedene Gruppen, aber jeder hat selber müssen entscheiden, wer als Jesus für mich ist. Und so möchte ich euch ermutigen, nehmt mal euer Handy vor. Ihr könnt es auftun. Und dann hat es doch so eine Kamera, oder? Die das Handy dabei haben, die haben eine Kamera und da könnte ich euch jetzt so fotografieren, oder? Denken, der ist da gewesen. Der ist auch noch da. Was denkt euch der da hin? Ich möchte euch ermutigen, schaut Jesus nicht auf diese Seite an und denkt, was glaubt euch der? Wie verhaltet sich euch dieser? Macht es anders. Es hat da noch so ein Teil drauf, da kann man die Kamera kehren. Jetzt sehe ich nur noch mich. Nehmt mal euer Handy vor und schaut euch an. Die Frage, wer Jesus ist, muss ich nicht so bei euch klären, für mich, sondern ich muss eben kehren und sagen, Judith, wer ist Jesus für mich, für dich? Und ich wünsche mir jetzt, dass wir einfach einen Moment still sind. Und früher hätte man gesagt, schau in den Spiegel. Ich wünsche mir, dass ihr innerlich in den Spiegel schaut und euch überlegt, den ihr da seht, wie steht der zu Jesus? Und wenn ihr merkt, es gibt irgendetwas, das noch dazwischen ist, oder ihr habt die Tendenz, immer weg vom Spiegel auf die anderen zu schauen, dann bleibt nahe bei Jesus. Weil am Schluss geht es um das. Ich stelle jetzt den Spiegel als Kreuz und wir haben schon gesungen im Worship, wie Jesus mich sieht. Durch Jesus angeschaut, sieht Gott uns heilig, rein und geliebt. Und vielleicht gibt es irgendetwas, wo du merkst, das stört das Bild, die Beziehung zu Gott. Dann darfst du jetzt auch vorkommen, darfst das ablegen im Gebet oder darfst jemanden bitten, dass er für dich betet. Ich habe da noch ein Körbchen mit Bibelversen. Wenn du den Zuspruch brauchst von Gott, komm vor und hol dir das. Im nächsten Lied ist die Zeit dazu. Wegen dir, wegen Jesus dürfen wir direkten Zugang zu dem Gott haben und wissen, er meint es gut für uns. Sein Plan ist gut.